Ja, Freunde, was ist denn hier passiert? Willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses. Bevor ihr euch schon wundert, wieso ich nicht am gleichen Ort bin wie beim letzten Mal, sprich, wieso ich eigentlich schon aus meinem Zimmer raus bin und hier schon ein bisschen herumwatschen bin, irgendwie ist ein bisschen langsam wieder, meine Switch gibt langsam den Geist auf. Ne, ich hoffe es nicht, vor allem mit so einem neuen Micro-SD gekauft habe. 200 GB, Alter! Ja, aber Systemspeicher ist echt ein Witz. Der Switch. Egal. Also, worum geht's überhaupt? Ich habe, wie man hier theoretisch sehen würde, gleich bei Zielen, bei Truppen, all das, etc., etc., noch nicht viel gemacht. Jetzt, ja, wie es halt so ist beim Let's Play, man kann sich hier, vor allem bei Fire Emblem, Three Houses, kann man sich eigentlich zu Tode, muss ich aufpassen, dass ich direkt rausgehe. Ne, man kann sich eigentlich zu Tode spielen, im Sinne von, ihr könnt einfach die ganze Zeit rumlatschen, Items suchen gehen, verlorene Gegenstände, etc., etc. Und ich dachte mir so, komm, diese Items, verlorene Gegenstände, die suche ich einfach mal offscreen, habe ich auch getan, und sie bereits, also vor allem die verlorenen Gegenstände, ihren Besitzern zugegeben, zumindest bei denen, die es irgendwie ging. Weil da gab es ein paar, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie Items zurückgeben geht irgendwie nicht so richtig. Das kann ich jetzt Inventar nicht da. Lagerhaus. Genau, hier haben wir auch noch irgendwie gewisse Dinge gefunden. Also vor allem das Wappen-Mysterienbuch habe ich gefunden. Das wird ziemlich sicher zum Hannemann gehören. Alles andere wird mich ein bisschen überraschen. Verlorene Items, genau, ich habe nur noch 2 Stück. Alle anderen bereits abgegeben. Demzufolge gab es auch eine Entwicklung bei den Unterstützungsgesprächen. Zum Beispiel habe ich hier bei Edelgard, hat jetzt irgendwie, ja, das war vorher schon, dass jetzt Bock hat irgendwie, ja, muss warten, bis wir die Banden vertiefen und so. Bei Mercedes hat sich was getan und ich glaube auch bei Alois, genau, beim guten alten Alois. So, also, das war so gesehen eigentlich die Vorbereitung, die ich für den Horning Park gemacht habe, damit wir jetzt richtig loslegen können. Denn ich habe immer noch das Hauptziel in diesem Monat, abgesehen von den Kämpfen, die irgendwie auch noch folgen werden. Aber an diesem Sonntag will ich mich doch erst einmal ein bisschen darum kümmern, noch Charaktere freizuschalten, Beziehungen zu knüpfen, etc. etc. So, wie bereits erwähnt, mit Mercedes und dem Alois haben wir 2 Gespräche. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die 2. Jo, was geht? Ja, ich hab Zeit. おや先生、今日も仕事に励んでいるな。精の出ることだ。感心感心。このアロイスに手伝えることがあれば何でも頼ってくれ。何かあるだろう。Es war nett, aber... そう言わずとも、さあ何でも言ってくれ。何しろ私にとって貴殿は兄弟も同然の相手なのだからな。同じくジェラルト殿に育てられた者同士、仲良くやろうではないか。Das mag sein, aber so alt wie du bin ich garantiert noch nicht. Was? Gerald hat doch aufgezogen? 話していなかったか。私としたことが何たる失態。実はな、私は幼くして両親を亡くし、王国の修道院で暮らしていたのだが、何の希望もない日々を過ごす私の前に、たまたま立派な風体の騎士が現れてな。その騎士、そう、ジェラルト殿は何を思ったか私を一目見て従者としたのだ。Klingt ganz nach Papa. であろうであろう。団長は本当によくわからん方でな。後から聞けば、もともと従者にしていた少年が流行り病で死んでしまい、なんとなく年が近く、なんとなく風貌の似ていた私を従者にしたのだとか。いやー、本当にむちゃくちゃもいいところ。だがそこが団長らしさと言うべきか。しかしそれももう30年以上も昔の話だ。いやー、時の経つのは早いものだな。Das klingt ganz nach Vater.
wisst ihr überhaupt, wie alt er eigentlich so ungefähr ist und so? Würde mich mal interessieren, weil er sieht eigentlich aus wie kaum 40. 実は私もはっきりとは知らんのだ。貴殿こそ聞いたことはないのか？ Wie soll ihm das jemals in den Sinn kommen, wenn er nicht mal sein eigenes Alter weiß? Unser lieber Hauptcharakter hier. とにかくジェラルト殿が当時からほとんど老けておらんのは確かだな。そういえば昔酒の席で、いや、この話はまたの機会にしようか。とにかくあの方が何者であろうと、ジェラルト殿はジェラルト殿であろう。 Das kann ich bestätigen. さて、何はともあれ、これで分かっただろうか。私さあ、何か困りごとを言うがいい、先生。何でも力になろう。さあ。 Entschuldigung, ich bin gerade ganz kurz auf die Taste gekommen, auf die falsche leider. Okay, das war der Text, der vorhin war. 私が貴殿に対していかに親しみを覚えているか。 Jo, danke. そうか。ならば今日のところは諦めるとしよう。もし何かあれば、何でも気兼ねなく私を頼ってくれ。 Darauf würde ich gerne zurückkommen, nur irgendwie ist das mit dem Support... wird ein neues Item. Ich habe doch vorhin alle geholt. Der gerne Bögen nutzt. Das könnten ziemlich alle sein. Ja, Freunde, da ist sowieso so eine Sache. Hier mit dem Rekrutieren allgemein. Also was ich mittlerweile rausgefunden habe, ist auch die NPCs. Da ist sowieso irgendwie ganz lustig. Gewisse NPCs oder auch Lehrer, whatever, haben die Funktion rekrutieren, andere wiederum nicht. Mittlerweile habe ich aber auch angefangen, privat mal die blaue Löwe-Route auszuprobieren und da weiß ich, dass andere Charaktere, also nicht gerade bei ihm habe ich es probiert, sondern bei, wo ist der immer? Irgendwo hier oben, oder? Hier, Cyril, der kleine Junge. Den kann man bei der blauen Löwen-Route offenbar sehr, sehr frühzeitig rekrutieren. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil es ja hier bei den schwarzen Adern nicht so schnell geht. Oder gar nicht. Wie dem auch sei, ich will mich da nicht zu sehr spoilern lassen und so, ist einfach so etwas, was mir aufgefallen ist und ich versuche mich jetzt auf die Charaktere zu konzentrieren, die ich rekrutieren kann. Also ihn jetzt wie gesagt nicht, aber bei ihm kann ich theoretisch fortbilden. Axt, Panzer, ja, Axt wäre nicht so schlecht. Das mit Rekrutieren ist sowieso eine Sache, darauf kommen wir später mal zurück. Erst einmal, was auf Fisch zu fangen, ja. Fischen ist auch so etwas, was ich glaube ich künftig gerne auch offscreen machen würde, weil es erhöht auch den Dozentenrang und so und ich kann das ein bisschen verkaufen für mehr Kohle etc. etc. Also eigentlich alles ziemlich geil. So, und wenn ich schon mal hier bin, diese gute Manuel, die kann ich doch eigentlich rekrutieren, dachte ich mal, oder? Ja, mal ganz kurz gucken. Also habe ich mir auch ein bisschen sagen lassen, dass es viele NPCs gibt, bei denen ich einfach Geduld haben muss. So von wegen, ja, die kommen irgendwann schon mal mit dem Rekrutieren. Finde ich persönlich eine sehr seltsame Aussage, aber okay. Halt ich Bohrfrüchte. Boah, halt ich echt Bohrfrüchte. So, pflegen. Ich will natürlich eigentlich nicht zu viel Kohle ausgeben, aber... einen gewissen grünen Namen haben wir trotzdem. So, Manuela. Ja, das ist mir offensichtlich. Tee anbieten könnte ich Fortbildung. Was kannst du schon noch machen? Okay, das wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich, weil meine Secret-Fähigkeit, die fehlt ja auch noch, wa? Nosferatu, glaube Level 2, ja, was ich irgendwann mal Magie einsetzen sollte. Yeah, 2 Sterne schon. So. Nein, oh, scheiße. Das war knapp. Verlorenes Item, die habe ich schon mal abgegeben. Rekrutieren.
あなたを楽にしてあげる。 Echt, ich kann sie... Assistenz, okay. Ja, das 気に ist し das なくて Gleiche. いいのよ。あなたはまだ教師になりたてでしょ。先輩である私が手伝うのは当たり前のことなんだから。 Die neue Einheit, Freunde, wie geil! Manuela ist jetzt im Team und alter Geheim, ja gut, das ist mir gerade relativ egal, die Werte. Was ist mit den Werten los? Ich meine, hallo? Stärke 14, oh, Sonnenschlagtiefer Fall, Hexklinge. Eine Hexklinge. Ein magischer Angriff, aha, das ist ihre Variation der Donnerklinge, super. Ja, gut, ich meine, theoretisch, ich kann physisch, ich kann speziell angreifen, also so etwas, was ich bei Hierdorf hier mir so überlegt habe. Ja, ein Donnerschwert mitzugeben macht eigentlich keinen Sinn, weil sie hat ja eh zu wenig Stärke, das heißt, also im Sinne von, ich muss sowieso immer das Donnerschwert zurückgreifen, im Sinne von, sie macht immer einen magischen Angriff, aber sie macht sowieso einen magischen Angriff. Also mein Donnerschwert lohnt sich eigentlich für die Charaktere, die eher physisch unterwegs sind mit dem Schwert, oder generell auf eine hohe Stärke haben, Schwert schon mal auf C sind, aber gleichzeitig auf eine hohe Magie haben, sodass sie beides nutzen könnten. Und bei ihr macht es eben von dem her keinen Sinn, außer den magischen Angriff, mit dem man physisch angreifen könnte. Deswegen Donnerschwert bei ihr, ja, nicht wirklich so sinnvoll. Ich überlege gerade, ob das eigentlich bei Michael etwas bringen würde. Ich habe so wenig Magie. Ja, gut, bei ihr eventuell. Die Werte enttäuschen ein bisschen. Echo-Magie war also immerhin etwas. Ja, man sieht zwar auch. Ja, da muss man noch gucken, weil man sieht jetzt schon Flame. Man sie ist schon Priesterin. Das ist eigentlich so. Vielleicht hat sie jetzt das. Ah! Okay, sie hat Schweigen, die kommt mit. Also Magie-Schild. Resistenz erhöhen. Okay, Manuel ist einfach Supporterin, die greifen nicht an und so, das soll mir recht sein, das ist cool. Wir unterstützen einfach unsere Einheiten. Kann man so machen. Priester ist halt auch schon die Mittelstufe, wa? Wenn ich halt jetzt überlege, der Vergleich mit Flame. Sie ist, ja, sie ist natürlich auch Mittelstufe, ist die gleiche Klasse, aber... Gut, sie hat auch, halt hat die Rettung. Erneuerung, das ist eigentlich auch starke helle Magie. Noch ein paar Level zurück im Vergleich zu ihr. Aber hat jetzt schon mehr Magie und mehr Resistenz. Manuela hat zwar noch relativ viel Geschwindigkeit im Vergleich zu meiner restlichen Truppe. Weil wir haben alle nicht gerade so viel. Okay, Manuela kann man vielleicht temporär gut einsetzen. Auch im Angriff meine ich. Mit eben dann noch, wobei, bringt bei ihr ein Schwert. Ein magisches Schwert ist ja eh auch ein magischen Angriff. Egal. So, soviel dazu. Jetzt haben wir hier oben noch eine kleine Diskussion. Oh, das ist sowieso etwas Interessantes. Hier, die gute Hilda, wenn wir schon dabei sind, wegen dem Rekrutieren und so. Ich habe keinen Plan, warum. Wo ist die überhaupt? Ne, die ist hier. Die ist weiter unten. Ist auch nicht hier. Hilda? Ah, da ist sie. Bin ich sicher. Hier. Ich verstehe es nicht, ich kann Hilda... Ich kann gar nichts mit ihr machen. Ich kann weder die Items abgeben, ich kann weder sonst mit ihr quatschen und so. Aber, gut, bei der blauen Löwe ist sowieso dabei. Aber ich habe schon beim Let's Play von anderen mit den goldenen Hirschen gesehen. Beziehungsweise es war bei Kai im Livestream. Habe ich gesehen, dass das ging. Also irgendwie... Ich glaube, die schwarze Adlerrute, die ich habe, ist irgendwie ein bisschen verhext. Wirkt zumindest so. Mercedes, so. Moshi, そこの方。おいぼれの話を聞いてはくれんかね。わしは生まれてこの方、ずっとこの町で暮らしてきたんだが、帝国で暮らしている娘が手紙をよこして。日々の礼拝は怠っていないかと。あら、こんにちは、先生。この方はお知り合い？
Kenn ihn gar nicht. あら、そうだったの？てっきり知り合いかと。おじいさま、どうなさったんですか？おやまあ、綺麗な娘さんだ。いや、実はちょっと話を聞いてもらっていてな。お話？あ、もしかして何か困りごとでも？日課の礼拝に行こうと思ったんだが、足を悪くしてしまって歩けんのだよ。まあ、それは大変。よかったらお手伝いしましょうか？町の礼拝堂まででよければ肩をお貸ししますよ。おお、ありがたい。お嬢さんを使わせてくれた女神様に感謝せんとな。ほらほら、先生も手伝ってください。私はこっちの肩を貸しますから。 Okay. はい先生、お疲れ様でした。おじいさまもとっても喜んでいたわね。Wir haben eine gute Tat vollbracht, mir ist damit aber auch geholfen. Ja. 誰かの喜ぶ顔を見てると疲れも苦労も吹っ飛んじゃうわよね。それより先生、ずっと不思議そうな顔をしてるけど。 Tue ich doch immer. Woher wusstest du eigentlich, dass er ein Problem hat? なんて言ったらいいのかしら。そうね、慣れているとしか言いようがないわ。Wie meinst du das? そうなのよ。困ってる人たちの顔って見ているとすぐにわかるのよね。さっきは先生もあのおじいさまも二人して困った顔をしていたから、教会暮らしが長かったからなんとなくわかるようになったのかもしれないわ。 Du warst in der Kirche? あら、先生にはまだ話していなかったかしら。私ね、10年近くファーガスの教会で暮らしていたのよ。教会には困りごとを抱えた人が駆け込んでくることも多くって、私も同じように教会に駆け込んで司祭様に助けてもらったことがあるのよ。ねえ先生、私ね、夢があるの。 Und der wäre? 私、将来は教会で働きたいのよね。司祭様みたいな人になりたいの。だけどなかなかうまくいかないものよね。もし私が紋章を持たない平凡な人だったら叶った夢だったのかしら。ちょっと悲しいけれど、やっぱりなるようにしかならないのよね。だって私の運命は私じゃなく、すべて女神様が定めるものなんだから。 Das ist einfach nur Bullshit. Bin ich zumindest, weil so das Schicksal gibt's nicht. Da kann jeder selber entscheiden, was er machen will und so. Und machen soll, etc. etc. Und abgesehen davon, es gibt doch diesen Song bei Digimon. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Kennen wir doch alles. So, mit Mercedes habe ich jetzt also Rang B, supportmäßig. Theoretisch müsste ich sie jetzt also easy rekrutieren können. Ich habe mir aber sagen lassen, das sei doch nicht so easy. Erinnert euch noch, dass ich vor einigen Folgen mal erwähnt hatte, von wegen, hey, ja, du müsstest theoretisch mit Rang C und so sofort funktionieren, beziehungsweise Rang C mit den Werten, die sie verlangen, müsste sofort funktionieren und ansonsten halt ab Rang B, also mit Support Level B, müsste sofort funktionieren, ohne irgendwelche Werte sonst noch zu erhöhen. Ich fürchte eben nur, dem ist nicht so der Fall. So, erstmal ganz kurz hier Catherine. 私が働き始めてから4年だ。
私が来たの1年くらい誤差だろ。お前は敵の数さえささっと切っちまえば一緒だろ。ま、忙しいのは間違いない。そうだ、あんたあれ持って確かに必要だな。あんおいおい、私が言い出す。 Tja, und auch hier, ich kann sie nicht rekrutieren. Natürlich scheiße ist, vor allem wegen ihrem Donnerschwert, das hätte ich doch sehr, sehr gern gehabt. Hier, theoretisch hätte ich noch ein Schwert machen können und so, ich glaube, das spare ich mir noch ein bisschen auf. Verlorenes Item haben wir auch nichts. Ich meine, das mit dem Bögen wird nicht sie sein. Theoretisch könnte es Shemia sein. 私が働けよいおささまさ確 Das かに muss gleich Quatsch, wenn sie zusammenstehen. Seht ihr mal, bei ihr, sie kann jetzt plötzlich rekrutieren, obwohl ich mit ihr noch gar kein Support-Level habe. Das ist da jetzt, was ich nicht ganz verstehe. Okay. Gut, so viel mit dem Bögen gibt es ja zum Glück nicht. Was hast du schon da ausgebildet? Okay, eigentlich nicht mal so schlecht. Hast du jetzt Bock mitzukommen? あんた、随分と頑張っているな。何？少し興味を惹かれてね。もしよければ手伝ってやろうか。課題や生徒たちの仕事もだ。Jetzt それ plötzlich. じゃ、これからよろしく頼む。騎士団の任務がないときはいつでも平気だ。 Ja, Mann, wieder rekrutiert. Einheiten. Mal gucken, was hat sie denn so drauf? So, sie ist eine Scharfschützin. Alter, das heißt, sie ist schon auf der Oberstufe. Krass. Obwohl das Level 15 ist. Hey, das wird ja ab Level 20 gehen. Egal. Sie hat... Alter, Bogen auf A. Warum hat die Lanze trainiert? Okay. Die Werte. Stärke. Ja. Behendigkeit. Die krittet oft. Das gefällt mir. Glück. Ja, okay. Der Rest geht so. Ja, gut. Das kann man machen. Was hat sie eigentlich hier? Bogenspezialist. Sehr gut. Bogenreichweite um 1. Der ist auch nicht schlecht. Schützen der Seros. Das gefällt mir auch. Hat die auch ein bisschen was bei Autorität? Oder ist die da eher... Auf D, okay, das reicht eigentlich. Mit ihr können wir was machen, wa? Warum haben wir eigentlich die alle Mittelstufen-Siegel ausgerüstet? Hä? Verstehe ich nicht. So, wir haben schon mal 2 neue Charaktere dabei. Sehr geil, Freunde. Jetzt wir haben das mit dem Bogen noch irgendwie so ein seltsames Item. Okay, der Hannemann. Der Hannemann, der alles kann. Bei ihm noch was anderes. Aber nicht erwähnt, dass ich irgendwie so ein Geschenk habe? So eine seltsame Fiedel oder so irgendwas? Ah, okay. Das ging schnell. Du benutzt sicher keinen Bogen. Hätte mich auch gewundert. Wie sieht's? Ah, Fortbildung. Was hättest du noch so im Angebot? Reiten? Ja, vielleicht war das auch mal noch. 君の活躍には目を見張るものがある。故に我が輩も協力したくてね。どうかね、生徒たちの課題や仕事を我が輩も手伝ってやろう。君の紋章を調べやすくなるかもという理由もなくはないが。ならばいつでも声をかけてくれ。我が輩が手を貸そう。なんなら君も我が輩の楽器を手伝ってくれてもいいが。冗談だよ。 我が輩が教師1年目の君に迷惑をかけるほど仕事ができないように見えるかね Der Hannemann, der alles kann, ist auch mit dabei. Alter, warte mal, kann die auch unterrichten? Kann auch unterrichten, wie krass ist das denn bitte? Die hat echt Lanz. Warum Lanz? Warte mal. Eine Scharfschütze. Was gibt es für den Sinn, dass die Lanzen kann? Für den Frontalkampf? Ja gut, ja, da eine Lanze ausrüsten macht Sinn, okay. Aber hat die... Warte mal, bei ihr wäre vielleicht so eine berittene Bogeneinheit. Gut, sie hat Pferde momentan nur auf Rang E, das ist ein bisschen scheiße. Okay, muss ich sonst mal gucken. Der Hannemann, der alles kann mit seinen 50 Jahren. Magie, ja. Vergleich mit Manuela. Hat der ein bisschen... Wobei, Alter, ist der langsam. Leck mich am Arsch. Spaltung, Feuer kann er einsetzen, ist ja ganz geil. Wind Sagittarium voran. Also ganz ehrlich, den kann ich nicht gebrauchen.
Oder kaum. Wir brauchen Wappnat. Mein Magie 20, Resistenz 17, Level 15. Ja, das ist, ich meine, Hubert ist erst Level 11. Hat schon ein bisschen mehr zu bieten. Genauso wie Lidenhard war mit der Resistenz, oder? Und vergessen wir nicht unsere Dorothea, die auch einen sehr guten Eindruck macht. Natürlich was Speed betrifft, wa? Weil 17 zu 9, wenn natürlich schnell gedoppelt wird, ist das nicht so lustig. Okay, muss man mal noch so ein bisschen gucken. Weil jetzt haben wir ein seltsames Item bekommen. Die hübschen Heiligen. Passt jemand, der sich für Männer interessiert. Warte mal, das kann jetzt aber... Nee, oder? War ja klar. 私にちょうだい。ありがとう。愛しているわ、先生。本当に欲しかったの。Und jetzt bekomme ich... Entschuldigung. Lagerhaus. Was habe ich jetzt? Feueramulett. Das von Weitem zu kommen scheint. Aus einem fremden Land. Gut, das könnte Petra gehören. Wenn ihr wisst, wo sie ist. Ah, hier Petra. Das passt sowieso gut, Freunde, weil dann können wir in der nächsten Folge noch zu Mercedes gehen und versuchen, sie zu rekrutieren. Weil sie ist Rang B. Und ihr habt doch mal gesagt von wegen, hey, wenn ihr Rang B jemand ist, oder wenn ihr einen Support über Rang B habt, dann müsst ihr eigentlich sie sofort rekrutieren können. Ah ja, noch ein Kummerkasten, ja. Das ist immer sehr wichtig. Schöne Anblicke. Ein Kochbuch. Liebeskummer. Keine Ahnung, was will es da ergeben? Das war gerade echt so eine Try-and-Error-Frage. Anzugehen. Jetzt nicht ändern. Sie rauszuschleichen. Ich kann ja begreifen, wenn ihr mögt. Ja, ja. Oh, das ist Rea. Dachten wir schon, ne? Die will natürlich nicht, dass irgendwie sie jemand sonst begleitet. Voll blühende Rosen. Einen kalten, düsteren Friedhof. Nimm doch den hier. Mal klar, dass das nicht gefällt. Ach, diese anderen Möglichkeiten. Immer wieder ein Traum. So. Petra. Ah, die ist da. Petra. Falalala. Petra. Hä? Das hört ihr gar nicht? Achso, aus einem Fremden. Achso, ich habe verstanden, ich habe zuerst irgendwie interpretiert, passen für jemanden, weil es hieß ja von ihm, dass von weit her zu kommen scheint, deswegen passen wir jemanden aus einem fremden, weit entfernten Land. Dann wäre es bei ihr perfekt gewesen, aber so gehört es vermutlich der Edelgard. Schätze ich mal. Edelgard. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, das war's mal für heute bei Fire Emblem Three Houses. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben schon mal viele erreicht, 3 rekrutiert, von denen vermutlich nur einer, maximal 2. Ja, vor allem zum Heilen ist halt natürlich unsere Magistrarin, also Manuela, noch zu gebrauchen. Ansonsten, ist so eine Frage. Nächster Part erstmal gucken mit den anderen, die ich noch rekrutieren möchte. Wie ihr wisst, habe ich noch 3 im Auge, im Speziellen. Nicht hier. Ja. Und zwar zum einen, Jamie ist bereits dabei. Seht, also Jamia, seht ihr, die hat Rang C. Nicht mal Rang C, genau wie Hannemann. Trotzdem kann ich beide rekrutieren, das ist irgendwie ganz crazy. Ja, Felix rekrutieren, Mercedes rekrutieren, Ingrid rekrutieren, das sind immer ganz wichtige. Annette vielleicht auch mal noch und Hilda, Leonie eigentlich eher weniger. Catherine eigentlich, aber momentan geht es irgendwie nicht, oder vielleicht geht es ja gar nicht, kein Plan. Und noch ein bisschen verbessern zu Edelgard und Duo 4 natürlich auch noch. Ja. Wir können gespannt sein. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.